Freunde, wir haben die erste Sidequest auf Name gefunden und die hat es irgendwie in sich. Weil es ist ziemlich creepy. Ich kann gleich mal so erwähnen, wir müssen für einen kleinen Jungen müssen wir Früchte holen, namekianische Früchte. Wobei Namekianer sich eigentlich nur von Wasser ernähren, aber dieser Junge kann plötzlich nichts mehr trinken. Warum auch immer, ich habe keinen Plan. Da ist irgendwie total crazy. Namekianische Frucht. So, und sind ja also bei all diesen Bäumen hier, wa? Hm. So sind wir da auch schon. Dann können wir natürlich mal ganz kurz da rüber gehen. Ernsthaft noch mehr Gegner? Nö. Ich mag nicht. Naja, das. Mist! Jo! Das hast du, Gohan-san. So, das erste Bäumchen und da unten wird wohl gleich noch einer sein, genau. So, dann haben wir da. Was ist das denn? Natürlich, was auch sonst. So, Gohan, wie sieht es bei dir eigentlich aus mit Level Up? Okay, 6-2. Ja, das sollten wir doch eigentlich demnächst hinkriegen. Mhm. Warum auch immer. Oh, meine geht doch nie auf, was? Du hast den Knall nicht gehört. Nö. Also ich persönlich fand es nicht so schlecht. Aber es gibt wieder mal Abzug in der B-Note. So, wenn wir schon mal hier sind und hier ein paar Kristalle sehen, werde ich noch platt machen. Vielleicht brauchen wir sie mal noch. Man weiß nie. So, da haben wir noch einen gesehen, genau. Wie isst man etwas? Wobei ich mich auch frage, wenn Namekianer grundsätzlich nur Wasser trinken, wofür haben sie überhaupt Zähne? Okay, das ist echt eine creepige Sidequest. Vor allem frage ich mich langsam, ob wir den Jungen vielleicht vergiftet haben. Weil so das ja nicht gewöhnt ist. Das war garantiert das Wasser. Das Wasser, was wir gegeben haben, war irgendwie ein bisschen seltsam. Aber nicht so, wie es für Namekianer eigentlich sein sollte.
So, bla bla und bla bla und bla bla. そうね。Mhm. Vielleicht einfach irgendwie stressfrei zu sein. Ist auch ganz einfach, oder? Ich meine, der Planet wird abgeschlachtet, alle Freunde, Familie oder sonstige, die ganze Rasse wird abgeschlachtet. Und dann kommt einer und sagt einem, ja, chill einfach mal. Dann klappt das schon wieder. Weil es das Richtige ist. Oder, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer das war, aber aus irgendeiner Serie oder Film, whatever, habe ich einen Spruch noch. Und zwar geht er so, man braucht einen... Ah, das stimmt, es war Shinichi Kodoa aus Detektiv Conan, logischerweise. Also, man braucht einen Grund, um einem anderen Menschen, sagen wir jetzt mal, Leid zuzufügen. Aber man braucht keinen Grund, um jemandem zu helfen. Fand ich eigentlich noch schön. Außerirdisch, ja, wir sind... vor allem der Spruch, Außerirdische zieht doch gar nicht. Überlegt mal, außerirdisch. Was bedeutet das Wort? Außerirdisch. Außerhalb der Erde. Irdisch, Erde. Das ist aber nicht Erde, das ist Namek. Also außer Namek, keine Ahnung. Deswegen, außerirdisch ist in dem Kontext eigentlich falsch. Ich heiße Necke. Alter, was ist mit den Namen hier los? ありがとうございます。 Er sieht doch ziemlich geneckt aus, wenn man das so sagen darf. Meisterquitte Stoffpuppe, krass. Erfahrungspunkte, krass, wir haben Level Up. Yes, man, Level 20, geil. So, sonst gibt es momentan gar keine Sidequests, also gehen wir mal zum Dorf, weil dort sollten ja, oder sollte ja, wir können fischen auf Namek. Moment, das muss ich jetzt echt mal kurz testen. Also hier wohl für Fische kriegen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn zum Beispiel mit dem Fischen, wenn das Piccolo und Vegeta auch machen würden? Oder auch der erwachsene Gohan dann mal später. Ja, mal kommt ihr mal. Oh, sie haben daran gedacht, schön. Ein namekianischer Fisch. Namekianischer Weißfisch. Die Frage natürlich, kann man den trotzdem essen? Das weiß ich jetzt nicht so genau. So, komm, einmal noch. Das sind aber große. Ja, ich wollte eigentlich den Links haben. Wobei, das sieht auch relativ groß aus. Hat auch eine schöne Farbe. Ja, man merkt's, meine Angel... Ein schwarzer amerikanischer Fisch, krass. Was der andere war ein Weißfisch und das ist ein schwarzer... Ups, mein Maus ist mal sichtbar. Ich glaube, das Angeln bei Fire Emblem Three Houses hat sich ausgezahlt, wa? Ja, gut, dort natürlich ein bisschen knackiger das Ganze, aber ja. Bin da. 誰もいない。ひどい。ひどい。村が全滅している。ドラゴンボールを探さなきゃ。 Kann nicht so schwer sein. Schade ist, dass wir jetzt wirklich nicht irgendwie in Dragon Ball sehen. Also den Dragon Radar so vor uns haben und dann der Spur folgen müssten. Wie wir also auch bei den diversen Sidequests, zum Beispiel bei Xenoverse haben. Also Dragon Ball Xenoverse 1 und 2. Vor allem 2. Also Dragon Ball Xenoverse 3 wäre mal geil, aber... Ja, dafür müsste man... Ich glaube, das passiert erst dann... Oh krass, wieso?
das Licht so flimmert. Ich glaube, dafür müsste erst die ganze Geschichte, die Story von Super Dragon Ball Heroes mal ein bisschen, ja, ein bisschen fortgesetzt werden, wenn man wieder ein bisschen was zu erzählen hätte. So, egal. でも、なんであんなところにあったのかな。村の人が慌てて隠したのかもしれないな。Verstecken ja, Dorfbewohner nein und eilig nee auch nicht. Na, なんだ今の爆発は。まさか。メディカルマシンにはいないだと。おのれ、どこに逃げよった。ベジータ。早く探しなさい。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個全てを持っては逃げきれん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。よし、今度は俺だ。まさかベジータのやつドラゴンボールを狙ってドラゴンボールがあの野郎なんたる集体ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったらこの私があなたを殺しますから。はい。サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん私にかなうわけありませんが、未来のことも考え今のうちに目を摘んでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。あったぞ。我ながら素晴らしいコントロールだ。ざまあみやがれフリーザめ。ついに奴のドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めたやつを入れれば、あとはたった一つで7個全てが揃う。強い戦闘力か。ザーボンか。すげえや。俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様のとこに行けばお前はもっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の？なぜこのナメック星に？しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。Oh oh. 何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞ。くそ、ベジータめ、一体どこに。このままでは私の命はフリーザ様に。あれはとうとう見つけたぞ、ベジータ。
でかい戦闘力がついてきやがる。ザーボンに見つかったらしいな。しかしいい機会だ。あの地球人のボールをいただくついでに今度こそ片付けてやる。この前の戦闘でザーボンは完全に自信をつけている。油断してかかるはずだ。まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。隠れてないと危ないじゃないですか、ブルマさん。それもしかしてドラゴンボール？本場のドラゴンボールってでっかいのね。なかなか話のわかる最長老さんでしたよ。そうだ、ブルマさん、ご飯はどこですか？あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。本当ですか？何？この木はまさかベジータ。 Hä? Ist aber, glaube ich, im Anime ein bisschen anders im Kopf. Moment mal. Ist das schon eine Weile her, aber war es nicht so, dass Krillin auf dem Weg zu Bulma aufgefallen ist, dass Vegeta ihn verfolgt? Er deswegen seine Aura, also sein Ki gelöscht hat, sich versteckt in den Felsen. Vegeta hat ihn nicht gefunden. Ist weitergeflogen und dann kam Zarbon und die beiden haben gekämpft. 意外なところであったな、地球人。しまった。強くなったのに浮かれてあいつの木に気がつかなかった。 Na, obwohl, der Spruch kommt mir jetzt auch bekannt vor. Hä? Okay, schon so lange her, als ich ein Anime gesehen habe. それにベジータはスカウターとかいう機械をつけてない。その大事そうに持っているドラゴンボールを見ると、どうやら目的は同じらしいな。いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。え？来やがったな。ずいぶんなめた真似をしてくれたな、ベジータ。貴様のおかげでフリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールのありかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。降臨やつめ。やはり油断してやがる。Das ist lustig. 逃げられると思うな。Krass. 随分と体力が落ちてるんじゃないか。ザーボンさんよ、あんたの死はもう近いようだ。死が近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。 Sehe ich zwar ein bisschen anders. Oh nein, jetzt schon so ein Scheiß schon wieder. Jetzt muss ich vor ihm auch noch in Sicherheit bringen. Ach du Scheiße. Da geht er, steh auf!
Und der quatscht schon wieder. Ich zaubern ich ihn gar nicht. Vegeta! Ich tu's einfach! Der hat mich jetzt gerade ziemlich genervt.死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。そうだったろう。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。そうか。そういえば悟空も激しい戦いのたびに強く。さてと、どうする？おとなしくそのボールをよこす気はないのか？こいつを渡せばおとなしくここから消えてくれるか。まあいいだろう。 Ja, stimmt, das gab's tatsächlich im Anime. Stimmt. Also natürlich auch im Manga. Vielleicht war die andere Szene einfach nur Anime-exklusiv. Die kam vor dieser vor und im Manga kam sie gar nicht vor. Das könnte natürlich auch sein. ドラゴンボールさえ手に入ればザコなどと遊んでいても意味はない。これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。 Wobei ich mich ja frage, wenn er unsterblich ist, gibt denn überhaupt das noch, dass als Saiyajin er stärker wird, wenn er an den Rand des Todes gelangt? Oder stark verletzt wird, weil ja gut, stark verletzt vielleicht schon als unsterblich, aber an den Rand des Todes unmittelbar eher weniger. Weil sonst wäre es echt, das wäre echt fies. 7個全部揃うもんか。頼むぞご飯。ベジータに見つからないように帰ってきてくれ。 Das könnte schwierig werden.